Reisegeschichten, Reisetagebücher, die ich im Internet veröffentlicht habe. Und aus diesen Reisegeschichten habe ich heute eine mitgebracht und die heißt Duschabenteuer. Eigentlich haben die ja nicht nur eine Dusche, sondern sogar ein komplett eingerichtetes Bad für die täglichen Hygienemaßnahmen an Bord unseres Wohnmobils. Und damit sind wir zumindest zeitweise unabhängig von allen sanitär anbietenden Institutionen wie Campingplätzen. Aber manchmal kann man dem Angebot eines ausschweifenden Duschvergnügens ohne kritischen Blick auf den Wasserstandsanzeiger des Frischwassertanks einfach nicht widerstehen. Bei diesen externen Duschgängen kann man schon Abenteuerliches erleben, zumindest was meine Person betrifft. Spontan fällt mir da gerade meine erste Begegnung mit einer Duschmarke ein, die ich erhitzt und verschwitzt vor vielen Jahren in einem niegelnagelneuen Sanitärgebäude auf einem Stellplatz am Bombachsee in Bayern hatte. Haare waschen, ach, war das herrlich, das erfrischende Wasser über den erhitzten Körper laufen zu lassen, bis plötzlich ein vernehmbares Klacken und ein augenblickliches Ausbleiben des oben beschriebenen Elementes mich je aus meinem Duschvergnügen riss. Meine Duschzeit hatte abrupt und ganz gegen meinen Willen und vor allem ohne jegliche Vorwarnung ein jähes Ende gefunden. Nicht ein kleines Tröpfchen, nicht mal ein kaltes kam aus dem Brausenkopf, so flehentlich ich ihn auch anstarrte, um mir das Shampoo aus den Haaren und den Schaum vom Körper spülen zu können. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die verbliebenen Zeugen meiner Duscherei notdürftig am Waschbecken zu entfernen und mir eine weitere Marke zu besorgen, um mein Werk vollenden zu können. Der Zuhörer wird sich denken können, dass solch traumatische Erfahrungen mein Verhältnis zu einzelnen Duschmarken aufs Nachhaltigste beeinflusst haben. Nur im Doppelpack traue ich ihnen noch beim Duschen. Aber auch mit dem Nachfolger der Duschmarke, der